Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch. Heute geht's los. Wir testen heute der Thermo-Expert. Und ich habe die Gebrauchsanweisung ein bisschen durchgelesen, aber ich finde, man muss so Gerät einfach mal probieren. Und ich habe jetzt wirklich das Gerät noch nicht wirklich angelassen. Das Einzige, was ich einfach gemacht habe, ist, dass die Schrauben gewechselt, weil wir nicht häckseln wollen, sondern wir machen heute ein Rezept, das ist eines meiner allerersten Kidswitch-Rezepte auf meiner Facebook-Seite dann noch. Ich habe gemacht ein mediterranes Oliven-Tomatenbrot und ich bin gespannt, ob es gut kommt. Das ist schon ewig gemacht, weil ich und Backen, wir haben es nicht so miteinander. Man muss so genau sein. Aber ich denke, zur Feier des Tages machen wir ein Backrezept. Wir brauchen Mehl, Salz und Zucker, lauwarmes Wasser, Hefe, dann noch ein bisschen Olivenöl. Und jetzt geht der Krimi los. Ich tue jetzt das mal hier verschließen. So. Und jetzt lassen wir das Gerät mal an. Also, jetzt muss ich hier auf Doch drücken. Glaub. Und es macht irgendetwas. Also jetzt hier sehe ich, dass die Temperatur von dieser Schüssel hier in die 24 Grad ist. Und dann sieht man die Zeit, wie lange es noch geht und welcher Speed, wie schnell das sie dingselt. So, das Gerät hat fertig gedingelt. Und der Teig sieht tipptopp aus. Und jetzt nehme ich den hier raus. Er ist perfekt von der Konsistenz her. Wirklich sehr, sehr gut. Jetzt brauche ich hier ein bisschen Mehl. Und jetzt knete ich einfach die Oliven und die Tomate in das Brot rein. So. Die Füllung ist jetzt einigermaßen in diesem Teig drin und der muss jetzt einfach etwa eine Stunde gehen. Auf das Doppelte anwachsen, angehen. So. Bis gleich in dem Fall, bis der Teig fertig ist, warten wir halt ein Stündchen. Das Brot ist jetzt fertig aufgegangen und jetzt muss das Brot natürlich auch wie ein Brot aussehen. Jetzt tun wir das zu einem Brot formen. So, noch ein bisschen durchkneten, ganz leicht. Und jetzt mit einem scharfen Messer noch so ein Kreuz reinkreuzen. Und jetzt geht es ab auf ein Blech und wird etwa 25 bis 30 Minuten im Backofen bei etwa 190 Grad backen. Und dann schon gleich gespissen. Das Prachtstück ist jetzt aus dem Ofen rausgekommen und ich schaue das jetzt mit euch an. Ihr hört die Kruste schon krosen. Und hier sieht man wunderbar die Füllung. Herrlich. So. Es ist jetzt sogar ein bisschen heiß zum Probieren, aber es wird wunderbar herrlich schmecken. Mein Fazit jetzt zu dieser Funktion hier. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schiss, weil das Gerät hat so da, wie es fast explodieren würde. Wirklich so gekadert und da wie ein Cape. Und das Endresultat finde ich persönlich wirklich der Wahnsinn. Es hat einen mega schönen Teig gegeben und hat wirklich ein wunderbar feines Brot gegeben. Also diese Funktion ist schon mal richtig gut. Ich freue mich schon auf das nächste Video und ich würde sagen, bis gleich. Tschüss!